Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Gut, in der letzten Episode haben wir gesagt, kriegt Nordenwald brennen. Also gehen wir mal dort hier. Wobei, nee Quatsch, ins Dactyl-Nest müssen wir doch nicht. Scheint wohl auch recht geschäftig gewesen zu sein. Laruba-Ruinen, ja. Das wird's wohl sein hier, ne? Reptiten Kino fangen. Alle Verletzten, die kämpfen, was tun jetzt? Reptiten, Eiler folgen, kein Glück. Wer kämpfen, getötet. Ihr Kämpfer, also Reptite Rachernehmer. Oh, das klingt nicht gut. Eiler schuld, alles kaputt. Reptiten dir gefolgt, Dorf jetzt verbrannt. Eiler Schuld anerkenne. Reptiten stark, lang vor uns gelebt, schlau und wir verstecke. Aber Eiler Sache, zusammen kämpfe, Eiler noch kämpfe. Eiler kämpfe, wenn Leben, gewinnen und lebe, verliere und sterben, Regel und nicht ändern. Alter Mann atmen, aber Tod inne. Eiler stark und große Worteführer, wir gemacht hen. Doch, Macht hen, wir kämpfen und Macht kriegen. Eiler helfen, aber Dactyl brauchen, Dactyl gäbe. Dactyl brauche? Zu Tyrannohöhle gehe, Ort von Reptite, gefährlich, Eiler sterbe wolle. Alter, es geht mal so auf das Senkel, diese Primitivo-Spruch. Diese nur Infinitiv-Spruch. Lebe wollen, also gehen, Eiler okay, Dactyl gäbe. Aller hopp, zu Dactyl nicht gehe, rechter Helfer, ach gäbe Eiler. Danke, alter Mann. Oh Mann, also es tut echt weh, ständig nur so Infinitiv-Dinger vorzulesen. Das ist grässlich ohne Ende. Für mich. Und kein Spaß machen, Yankee. Dann gehen wir jetzt mal noch over und kümmern uns um das Dactyl-Nest. Da haben wir ja schon mal geguckt. Und dann dappische primitive Gegner gehen wir uns auch mal aus dem Weg. Hier, der Fliegeraffe. Ich glaube, den... Ah, doch, den können wir aus dem Weg hier. Doch nicht. Oh, Entschuldigung, war nicht der Fliegeraffe, es war der Grufttaffe. Auf wie ich denn eine fette Schiststelze bewerfe. So. Machen wir die auch noch fertig, die Dinger. Ich habe hier hauptsächlich nur noch mal Steinzeitwaffe bei mir. Okay, hauptsächlich ist eigentlich übertrieben. Nur Male hat noch ihre Steinzeitwaffe. Also jetzt so großartig verbessert im Vergleich zu der Steinzeit beim letzten Mal war man jetzt nicht unbedingt. Einen Zahn gibt es noch auf drauf. Nehmen Sie einen Zahn. War wahrscheinlich auch so von dem Alter. Igitt, der hat ja genug Zähne in seinem Alter. Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Pavian-Rexe hier. Und die Gegner bocken mich gerade überhaupt nicht. Deswegen, ich habe das Gebiet schon mal durchflattert auf Suche nach Handelsware und habe null Lust mehr, das nochmal durchzukauen. So. Das muss nicht sein, wenn es nicht notwendig ist. Ich weiß, Erfahrungspunkte und so, aber nee. Brauche ich echt nicht. Fort. Da können mich die Grufttaffe wohl am A-Band besuchen. Ich glaube, da geht's nicht mehr. Scheiße. Na gut, dann beendet man das halt einfach schnell. Oh, Gewitter 2 kostet tatsächlich 8 MP. Doch nicht so generös, wie ich gedacht habe, was die MP angeht. Also die Stufe 2 Zauber sind anscheinend doch nie so human wie die normale, kleinere Zauber. Aber ich will das jetzt einfach nur noch schnell beenden hier, den Kampf. Oh, nö. Ich habe gedacht, damit tue ich mal jetzt was Gutes, aber offensichtlich nicht. Geht zurück zu der Hexe des Westens, ihr fliegende Pavianer. Zack, zack.
Und hier ist er. Haben wir so einen ekligen Affe-Punch eingesteckt. Dafür gibt es einer zurück. Und einen Zahn gibt es auch wieder. Alla hopp. So, erstmal Heilung auf aller. Und seine nächste Technik wird Drehsprung, Stichsprung auf Gegner. Wird auch interessant, denke ich. Also was meine Begleiter angeht, tendiere ich eigentlich dazu, eigentlich eher Luca mitzunehmen, weil sie noch Feuerelement hat, obwohl ich Glenn als Begleitung auch sehr angenehm finde. Und weil er einfach beides verbindet, Schwertkampf und Wassermagie. Ich finde, mit Glenn macht es auf jeden Fall Spaß im Team, der ist echt gut. So, dann weiter. Und da sind wir jetzt endlich. Wahrscheinlich muss er jetzt gegen den Dactyl noch kämpfen. Da ist er. Nur abwarte, was die jetzt sagt. Ich nehme mal an, dass wir die wieder in die Gruppe aufnehmen müssen. Chrono. Denkt nicht mal dran, uns zurückzulassen. Und nennen wir es bitte nicht übel, wenn ich die Ayla jetzt nicht so mädchenhaft spreche, sondern Wenn ich dir eher wie Idiot klingen lassen. weil ich weiß nicht, dieser ganze Primitivo-Infinitiv Gedöns, diese Primitiv-Infinitiv-Sprache, die hier labern, das erweckt bei mir einfach nicht der Eindruck von kluge Personen, wobei die ja schon gewitzt ist, aber trotz allem finde ich einfach so Art zu sprechen wesentlich passender. Als wenn die so reden. Finde ich etwas blöd. Nee, Tyrannohöhle, gefährlich, vielleicht alle sterben. Wir lassen dich in der Lage, du hast uns gerettet, Ayla, wir schulden dir Dank. Oder Chrono? Ayla, starke Freunde. Ayla, geh mal endlich, auf geht's zur Tyrannohöhle. Ah, okay, gibt's noch mehrere. Na gut. Scheiße. Jetzt haben wir hier nur die zur Auswahl. Da würde ich aber sagen, es tut mir wirklich leid. Da nehme ich aber jetzt Glenn, weil Glenn halt Angriff und Magie vereint. Dann fliegen wir jetzt mittlerweile so. War mir ja schon klar, dass ich Ayla mitnehmen muss, aber in dem Fall, sorry Maler, du nehme ich doch lieber die. Oh, jetzt kann ich so fliegen. Okay, cool. Cool, jetzt habe ich meine erste richtig interessante Fortbewegungsmethode hier. Statt Schiff oder so zu kriegen, kriegen wir jetzt erstmal hier sowas. Flugsaurier. Warum auch nicht? Ah, okay. Die Welt ist offensichtlich hier auch sehr stark limitiert. Müssen wir wohl hier landen, nehme ich mal an, ne? Tyrannohöhle, ja. Aber, vorher wird gespeichert. Verkehrte Evolution. Oh je. Planet der Affen mit Reptiloiden-Einfluss. Na, großartig. Machen wir die Gruftaffen vorher mal platt. Aber ich finde eigentlich auch Ayla ziemlich stark. Sie kann halt nichts anderes als auf die Schnutklopper. Aber das kann sie nur dafür richtig gut. Wir haben jetzt 3 ziemlich starke Kämpfer und N-Kämpfer-Heiler. So, zack. Ayla auf die Schnut und Glenn nochmal einer hinterher. Perfekt. 372 Erfahrung, 10 Tech-Punkte, ein Zahn, Tonic Medium und Doppeltech Schlecker gelernt und Doppeltech Schlagblaser. Muss ich mal gerade mal angucken, was das bewirkt. Bohrerangriff können wir hier noch machen. Und dann, was die noch hat, Drillkick, ja, das ist mit Chrono, Schlecker, normalisiert Status und füllt LP für alle. Das ist sehr cool. Und Angriff mit Schlagblaser auf Endgegner können die zusammen machen. Okay, sie kann noch Schmatzer, normalisiert Status und füllt einige LP, Rollo-Kick, wirft auf einen Gegner und Katzkratz, die Attacke einer Kampfkatze. Na gut. Hat sich mal selber geküsst und eine Chrono und dann läuft die Geschichte wieder.
Okay. Das sieht man aber nicht noch einer Höhle hier aus. Das ist ja eigentlich schon eine Festung. Müssen wir wohl hier erstmal runter. Packfangende Neandertaler. Und dann machen wir die noch platt hier, die zwei Reptite. Gut. Ach, interessant, dass die Ayla anscheinend wohl auch so ein Katzenmensch ist. Ich weiß ja nicht, ob der Schwanz hier eine echt ist oder ob der im Endeffekt nur draghängt wurde an ihren Tanker, den sie nur trägt. Von daher wäre mal interessant, ob die so ein Katzenmensch tatsächlich ist. Jo, wie schaut's denn hier aus? Da sind noch ein paar Reptite. Ich mag erstmal hier die Freilosser. Ah, die kommen einfach nur so rausgegammelt. Na gut. Ich dachte, hätten können reden. Aber glücklicherweise nicht. Dann befreien wir erstmal die ganze Gefangene hier von der Reptite. Alle 3 Kämpfer drauf auf die Schnut. Und dann bleibt nur noch einer übrig. Hör auf, mich zu penetrieren hier, du blöder Reptit. Und das gibt nochmal einen ordentlichen Rückschlag. Sehr schön. Ausgezeichnet. Dann nochmal runter. Ah, was für ein leckerer Hauptgang. Die Affe. Die Affen ist auch gut. Ich mag jetzt trotzdem nur bei deiner Gewitter probieren. Weil eigentlich habe ich die Reptilie hier in der Urzeit so erlebt, dass die Gewitter relativ anfällig sind. Verteidigung unter Schock gemindert. Perfekt. Sehr schön, da haben wir jetzt hier relativ leichtes Spiel mit einer. Also ihre Verteidigung geht auf jeden Fall runter, wenn sie geschockt sind. Das ist sehr praktisch. Wie bei den Megasaurus, ach. Ah, der Kino haben sie ja eingesperrt. Na? Kann ich das aufmachen? Ayla! Kino weg, Ayla dich rette. Ja, warum auch der Schalter drücke, wenn man die Dinger eintreten kann, ne? Schalter drücke ist aber anscheinend zu groß die Technik für die. Leid tun, alles Kino schuld. Egal, Kino fliehen mit Laruba-Dörfler. Was Ayla mache? Reptite fertig mache. Kino mitkommen. Kino nicht gehe, wenn Ayla tot. Kino neuer Chef von Joka. Ayla. Und jetzt? Oh, jetzt ist er leid. Ayla stark, nicht verliere. Kino verstehen und etwas zeige. Also jetzt mal ohne Witz. Ich finde es zwar auch unglaublich cool hier gelöst. Ether Medium haben wir jetzt aus dem Eierbehältnis hier geknackt. Ich finde zwar auch hier die Uhrzeit ziemlich cool gemacht. Trotz allem gibt es hier großes fettes Manko und das sind die Leute. Ich mag einfach nur dieses primitive Gelaber. Das ist so klischee und gammelig. Deswegen Yankee nicht besonders mögen. Du stark, ich schwach, Ayla guter Chef. Ja. Wichtige Erkenntnis. Deswegen werde ich nochmal sagen, dass wir an der Stelle auch nochmal speichern. Oder verkehrte Evolution. Gehen dann nochmal in die, in Anführungszeichen, Höhle zurück. Herr Uff, du blöder Gruftaffe. So. Und jetzt? Okay, Reptite und Gruftaffe. Wobei die eigentlich Frog mögen müssten als amphibischer Mitstreiter oder ähnliches. Er ist zwar kein Reptil, aber so als Amphibie müssten sie ihn ja irgendwie auch noch mit akzeptieren. Gut. Nur Zähne das mal als Tauschware. Hier geht's runter. Ah. Okay. Das war natürlich lustig. So, da kommen wir jetzt aber auch nicht runter. Wir können nur wieder hier. Und hier können wir auch nicht runter. Nö. Nix bringen. Kampf nicht lohnenswert sein.
Ah, hier geht's runter. Oh. Gerade nochmal gucke. Ist das hier neben auch möglich? Tatsächlich. Huch. Kommen noch so ein paar Vulkane angekackt. Vulkan und Avian Rex. Okay, hier sind tatsächlich Vulkan. Das war jetzt einfach nur Gerote von meiner Seite aus. Und brich aus, Vulkan. Na, der ist schon kaputt. Dann halt noch den Pavian Rex. 17 Tech-Punkte und einer der Katzkratz und Doppeltech Voltzahn gelernt. Ja, das ist dann wohl zwischen Ayla und Chrono möglich. Na, dann probieren wir doch gleich mal den Voltzahn, oder? Oh, Voltzahn. Voltzahn-Angriff, ein Gegner. Du könntest mal... Ist ja auch lustig gemacht hier. Nochmal Heilung machen. Einfach nur, weil es kannst. Und dann... Hör auf mit so einem Quatsch. So, dann würde ich ganz gern von Ayla nochmal Katzkratz ausprobieren. Ui, das macht echt ordentlich Schade. Na, so starke Kämpferin ist es auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Magisch halt nicht begabt, aber sie lässt sich anscheinend gut in Combo-Angriffe einfügen. Und man kann anscheinend ordentlich mit ihr Kombinationen machen. Oh, scheiße. Oh, das ist nicht so gut gelaufen. Dann gehen wir erstmal mit Gewitter 2 auf beide und dann schlagen wir den hier erstmal direkt wieder aus seinen Knabenbusen drauf. Und er kann sich um den hier kümmern. Zack. Der ist geschockt und kann nichts mehr machen. Und der kräht einfach nur wie so ein schwerst mehrfach behinderter Saurier. Und weg ist er. Sehr schön. Chrono wird außerdem noch aufgestuft. Okay, sind wir wieder im Knast gelandet. Ah, jetzt sind wir bei der Dörfler wieder gelandet. Okay. Na gut, da wissen wir jetzt wenigstens Bescheid, dass das nichts ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich gehe jetzt nochmal raus. Und da meine Aufnahmesession mit 4 Episoden heute pro Tag beendet ist, würde ich auch sagen, dass ich an der Stelle gleich auch meinen Cut mache. Moment, da wollte ich jetzt gegen die Unterkunft. Ja, auch wenn es dann etwas früher ist, würde ich trotzdem sagen, dass ich hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann mal wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo wir weiterhin im Jahr 65 Millionen vor Christus die Tyranno-Höhle stürmen und mal gucken, was da abgeht, weil eventuell befindet sich Jolavos hier unter der Lava. Man weiß es ja nicht. Insofern schauen wir doch mal, was wir morgen alles erleben werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.